Haut op Erleichendach begréessen Jeech aus der Kirch vu Schieren, miwer drof vunheit sondes Mass. Et singt Choral Cecilia Schieren, Dirigent ass den Jean Gehlen, Organist de Marc Garçon. Hier spielt als Entrée Grand Plein Jeu vum Jacques Bovin. Du no sangemer Peuple baptisé Laudate Dominum 108. Missa Quinta vum Arnsfelser, Alleluia vum Ogel, Ave Maria vum Müller, O Salutaris Hostia Laudate Dominum 490, Tantum Ergo, an als Schlusslied Großer Gott. Duegel spielt als Sorti Toccata in Seven vum John Ratter. Masket gehalen vum Herr Romain Richer, Dauer vun der Pa Ethelbrecht Saint-Pierre et Paul.
Am Namen vom Pap, auf vom Jung, auf vom Heilige Geist, den Herr sief mit dir all. Seid herzlich willkommen hier an unserer Port Ettelbreck Saint-Pierre-et-Paul. Zusammen mit unserer Gemeinschaft von Schieren will wir zusammen das Mass feiern Fest von Herr Leichendach. Ja, es sind verrückte Zeiten. A verrückte Zeiten braucht auch manchmal verrückte Ideen. Es muss kreativ sein, weil es steht eng froh am Raum. Wie können wir Gott an dieser Welt, an dieser Zeit verkündigen? Auch wenn es haut keine Prozession gibt, wie können wir selber so zu einer Monstranz gehen, an so den Zentrum von unserem Leben verkündigen, den Zentrum, die kein anderen ist wie Jesus Christus. Kommt, wir lassen uns beschenken, erstärken durch sein Segen, durch sein Wort, durch sein Leib. Will wir hier an unserer Mitte begrüßen, diesen Herrgott, den wir Pap nennen, unser Bruder, den Heiligen Geist, als treibende Kraft. Will wir hier an unserer Mitte begrüßen, als in Barmherzigkeit auf unsere Ruf rufen am Kyrie-Gesang. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott dem Vater lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen kam Mose und übermittelte dem Volk alle Worte und Rechtsatzungen des Herrn. Das ganze Volk antwortete einstimmig und sagte: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose schrieb alle Worte des Herrn auf. Am frühen Morgen stand er auf und errichtete am Fuß des Berges einen Altar und 12 Steinmale für die 12 Stämme Israels. Er schickte die jungen Männer der Israeliten aus, und sie brachten Brandopfer dar und schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in eine Schüssel. Mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und verlas es vor dem Volk. Sie antworteten: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun, und wir wollen es hören. Da nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch schließt. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Pascha-Lamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Pascha-Mahl für dich vorbereiten? Da schickte er 2 seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt. Dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht.
Dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihnen den Jüngern, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke, im Reich Gottes. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, das sind blutige Geschichten, die die Lesung als Haut präsentiert. Der Moses riechen alt hoch op mit den Symbolen von den 12 Stämmen vom Volk Israel. Dann inszeniert ihn ein Opferritus, wie sos nirgends am Alten Testament beschrieben wird. Der Moses sehnt Leid mit Blut. Blut gouf für allem Altor durchbrucht, mengt also hei, d Volk selber mit Blut besprengt als loden Altor, wo Gott präsent geht. D Volk als jedereen Einzel soll vor Gott bereiert gehen. Hier wird am Herz von den Menschen wohnen. So ähnlich wurde doch an der Freier Kirche der Papst Gregor der Große formuliert, dass das Herz den Altar vor Gott ist. Der Altar Gottes aber ist unser Herz, auf dem immer da Feuer brennen muss. Denn von ihm aus soll die Flamme der Liebe zum Herrn unaufhörlich emporsteigen. Bau mir auch Haut an unserem Inneren ein Altar für unseren Gott, das hin sich do an unserem Herz niederlassen kann. Wird an der Lesung beschrieben wird als eine Sort Blutsbrüderschaft. Die bekannteste Blutsbrüder sind an der Filmwelt den Winnetou an den Old Shatterhand. De Karl May greift do ein Ritual op, dat et Armeekulture gëtt. Blutsbrüderschaft heescht, dass ihr für den anderen antritt, an Hölle pflegt, bedingungslos. Für die Allianz, die Pakt zu schließen, ritzen sie sich am Arm eng wunn, pressen dann die zwei Wunnen obeneen, erlicht sich gegenseitig den drei Eid. Am Winnetou-Film eng impressionant Szene, diese Bund am Blutgeschloss als unablöslich. Weit Manner theatralisch, aber von großer Bedeutung sind Bündnisse zwischen Ländern und Staaten. Durch so Allianzen sollen gemeinsam Ziele umgesetzt und erreicht gehen. Denk mal an Handels- und Militärbündnisse. Ob all diesen Hintergrund gesehen wir dem Moses sein Gest, für ihn völlig mit Blut besprengt, seht, bis das Blut vom Bund, den Herr mit euch schließt. Es geht also blutig zu. Und das macht uns zivilisierte Menschen vom 21. Jahrhundert stehren, macht uns barbarisch, archaisch oder zumindest ungewinnt vorkommen. Mit dem Blut von geschlechten Stehren geht der Bund zwischen Gott als seinem Volk besiegelt. Wir wollen uns nicht vorstellen, was für eine Sauerei da muss gewirrscht sein. Mir ist was Bilderspruch an die Ritualwelt von der Vergangenheit. Sind hier gehöre Blut an Bund, Allianz zu summen. Ob die Erde weiß, geht den Herrgott Vertragspartner von seinem Volk.
Spektakulär gëtt des Bluts Verbindung am Buch Exodus als Lesung an 10 gesät. An eisem perséinliche Liewen kennen wir virun allem den Bond fir d'Liewen, wozo Personen sich fireinander engagieren, zu 3 vis-à-vis vum anderen. Internationale Plan kennen wir Verträge wie die von der EU oder von der NATO oder der UNO mit ihren 193 Memberländer, was die größten Zusammenschluss von Staaten ist. Bündnisse a Verbindungen ginn Halt a Sicherheit. Se iwwerwanne Grenzen a können ein Gefühl von Verbundenheit schaffen, Kräfte vereinigen a bündelen. Sie sind aber auch immer etwas, dem geschafft gehen muss. Sie kommen nicht einfach so zu stehen, müssen kultiviert gehen, wie dat sie fortbestehen. Lief Matchristen, erleichen daraus fest, an dem das sichtbare Zeichen von der Allianz zwischen Gott und Mensch gefeiert und verehrt wird. Weil Christus hat Kreuz sei Blut gehen, sei Leib geopfert, und damit ein neuer Bund geschlossen. Da hat Gott sich mit Haut und Haar op als Menschen angelos. A Jesus Christus als der Bund, von dem wir am Buch Exodus hören hun, neu geschafft gehen. Nies am Blut, aber die Kehr a singem Blut, nicht mehr mit dem verstehen. Durch sein Lebensopfer als der Jesus mit uns für all Zeit eine Verbindung ergangen, ein unablöslicher Bund, eine beidseitig verbindlich Blutsbrüderschaft. Mir auch die Welt mit Leben gefüllt gehen, sonst vergeht sie, sonst geht sie schwer, blutleer auf Deutsch, wo sie doch eigentlich kraftvoll erleben sie soll. Lehnen wir als Rechenschaft auf, dass wir Verbündeter sind vom Herrgott und dadurch ruhig weise sollen. Wir sind Blutsbrüder und Blutsschwestern, die zu ihrem Wort an zum Jesus stehen. Beim Karl May stehen der Winnetou an den Old Shatterhand wirklich als so verlässlich zueinander. Vielleicht kann ja eis Geschichte am Herrgott an als Verbindung mit Jesus gerade so stark und unumstößlich gehen. Kommen wir bei dem Evangelium. Der Jesus feiert mit seinen Jüngern Osterfest, mit dem rituellen Essen, was dafür gesehen ist. Hier bricht Brot und deelt Stecker aus den Jüngern aus. Riecht kirchlich rundherum, als jedereen trinkt draus. Das klingt nur Intimität, weil gibt dir normalerweise aus demselben Becher trinken. Der Jesus als ein Jünger machen et viel. Sie deelen Brot an Kelch. Als praktische Gründe brauchen wir heute nicht mehr Brot, mehr wir holen kleine Brotelementer, Tostien. Der Ritus vom Brotbriechen geht aber immer nach, weil das Zeichen wichtig ist. Und zwar, wenn den Agnus Dei gesungen wird, bricht der Priester Altar die große Hostie. Mir was hier geschieht, geht noch weiter. Der Jesus deelt nicht einfach nur Brot und Wein mit seinen Jüngern, feiert nicht nur Pascha-Mahlzeit, mir gëtt dieser Handlung eine total neue Bedeutung. Sei Leib, sei Blut empfängen Jünger doran, so wie hier nicht seht. Sie empfängen also hier selber. Liefren, erleichen Tag als Fest vom Leib und vom Blut von Christus, an dem doch das, was an Allmass, an all Eucharistiefeier am Mittelpunkt steht. Wir feiern, wie nur Gott den Menschen kennt, nämlich am Dele von Brot und Wein, wenn wir sein Leib und sein Blut empfängen. Das ist, was durch bei Eis geschieht, wenn wir Brot und Wein auf den Altar für Gott bringen und dann miteinander dealen. Jesus Christus geht dann gegenwärtig, will sich selber Eis schenken. Brot und Wein können wir essen und trinken. Hier gibt sich Eis, für das wir ganz an Eis abholen. So no könnt hier Eis. Geht Eis auf Fleisch und Blut über. Mehr geht nicht mehr. Wir feiern aber auch, dass wir nur beieinander kommen und sind. Die Eucharistiefeier ist nicht nur für die persönliche Beziehung mit Gott, mir geht auch der Moment, wo wir auch mit denen eng verbunden gehen, wenn wir Christus empfangen. Und da das nicht einfach so viel gehen, auch das müssen wir mit Leben füllen. Das wie wenn wir am Kader, am Quartier oder am Dorf ein nopisch Fest organisieren.
Dat bringt mat sich, dass man eis auch sos net einfach ignorieren an aus de Face goe können. D'Fest will doch an Liewen umgesät gin. Leif Brider a Schwestern, die lächten Tournee no engem Kehlenowen an der Wirtschaft lädt den vum Ovent an. Oder denk mal un den Abschiedsiessen, wann einer Pension geht, an all sinn Kommode vun der Erbisplatz nach en Keier invitiert. So ein Abschied braucht Gestaltung. Wat ma hai an der Kirch feieren, a wat hei geschiet, huete Jesus agesat bei singem lächten Essen mat singe Frin, beim lächten Abendmahl, nucht fir un singem Dod. Et as ein Abschied. Et as die lächte Kirch, den hinnen op der Welt recht. Mit zugleich och de Becher vu der zukünftiger Perspektiv. Zukunft, die hai aufhängt als Reich Gottes. Dat heescht, versöhnt a vollend liewen, d'Wohler goen vu Mënsch a Mënscheet a Welt. An do baue mir mat, gut gestärkt, wann ma o singem Leif a singem Blut kommunizieren. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Herr unser Gott, wir bringen das Brot dar, das aus vielen Körnern bereitet, und den Wein, der aus vielen Trauben gewonnen ist. Schenke deiner Kirche, was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen, die Einheit und den Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sie selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er streckt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist hellisch, Herr Gott, von dir könnt all Helligkeit du verbieten wir dich. Mach des Goven hellisch dich, der Geist. Lasse für euch zum Leib und zum Blut gehen von dem jungen Eise Herr Jesus Christus. Den Abend, wo verrodet auf, wo in den Tod auf sich geholt hat, du hält den Brot am singen. Se den Dankgebiet, Bröschbrot, reget singe Frönner seht, holt am erst alle gut davon, dat heißt mein leibige Tier gi für ihr. Nun müssen halt noch de Kirche, es ist ein Dankgebiet. Rechte Kirche singe Frönner seht, holt am drängt alle gut raus. Dat heißt de Kirch mat mengem Blut. Blut vom nein an ewesche Bund, et fleist wie ihr an die viel aner, für dat Sünde verziehe gin. Macht es als mein Undenken.
Geheimnis des Glaubens. So feiern wir hellige Pap d'Undenke von dingem Jung, der für uns gestorben an der Bastern ist, und so offern wir das Brot vom Leben an der Kirche von der Erlösung. Wir sollen dir merci, weil du seist Beruf für von dir zu stehen und dir zu denken. Wir beten dich. Los uns deholen Leib und Blut von Christus, dass wir eins gehen durch den Heiligen Geist. Denk und den Kirch euch dat Welt, los dei Volk Wussen an der lebt. Zusammen mit diesem Papst Franziskus, diesem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Dienst stehen von deiner Kirche. Denk und alle Schwestern und Brüder, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie auferstehen, an nun all die anderen, die an deiner Gnade gestorben sind. Holt sie auch beides an dir liegt. Papa, bam dich uns all. Erschenke uns ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmann, unser Trägerin am Lied. Am Heiligen Josef, ihrem Mann, mit den Aposteln, am Heiligen Petrus und am Heiligen Paulus. An all denen, die Gnade von du bei dir, sind dat Welt besteht. Hat ihnen alles als die Schlüven an Ehren, durch der Jung Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Einsam, selbichte Glaube will mal mit denen wieder bieten, die Jesus Christus selber eis gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel so auf der Erde. Geweisshaut eis täglich Brot, verzeih eis Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, mi mach eis frei vom Bösen. Ja, Herrgott, mach eis frei vom Bösen, a Gefrieden an eiser Zeit. An dinger gute Hölle weiß, dat mir frei bleibe von all sind, an de festen Halt fannen an de Gefore vom Leben. So werde ma voll Hoffnung ob dat ewig Glück, war Christus na Leser römkend an Herrlichkeit, weil deint as Reich an Murcht an Herrlichkeit für immer an ewig. Jesus Christus, du hast zu den Aposteln gesagt, der Friede losne Giersch, mei Friede ginne Giersch. Du wind biede ma dich. Guck nicht dabei Sünde, ma guck ob die Glauben in der Kirche, a Göffier wird der Will als Einheit affrieden. Und dem Herrgott sei Frieden, sie auf allzeit mat ihr all.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesehen. Der Leib Christi. Amen. Wir drohen eist Ulaies für Jesus Christus, zu ihm, den Brot vom Leben für eis ass und den eis Kraft zum Leben schenkt. Für eis poa, sie weiß no, a feier eis immer mehr an Einheit zu summen, Christus höher eis. Für die Jung, besonders für die sich auf ihrem Weg lang a Verluste fühlen. Lasse erfahren, dass der Weg mit dir immer Fried a Glück schenkt. Christus höher eis. Für all Menschen, die kein Fried Leben haben und ohne Hoffnung leben. Schenk ihnen Menschen, die mit ihnen Weh sind und die ihnen durch schier Freundschaft Courage schenken. Christus höher eis. Für die Menschen auf der Erde, die an Kriegsgebieter leben, hilf denen Verantwortlichen, für wer zum Frieden zu finden. Christus höher eis. Für die christlichen Kirchen, die gerade auf diesem Fest Dinnerschäder von ihren Traditionen erfuhren. Schenk eis dei Geist, für dat Tieren eis Courage möcht zum gemeinsamen Zeichnis als Christen.
Christus Herr Eis. Jesus Christus, sief du eis Kraft, sief du eis stärkt, sief du Brot vom Leben für eis alle Guten. Drum spielt ma dich, du eisen Herr Bruder. Amen. Panem dicelo prestitis Dieis. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribui quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugite essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Schieren. Den nächste Sonntag über Dromatmas von Berdriff. An los schalten wir zurück an den Studio.